der Ratte. Alle zusammen. Auch wenn unterschlägt kein Geiss vom Tisch. Der Auftritt ohne Publikum seltsam ist. Bring ich meine Vers jetzt knochentrocken für alle, die daheim hocken. Aber verlang vom Fasnachtskomitee das nächste Jahr 6 Tage Fasnacht mehr. Wenn ich mehr als am Morgen früh im Spiegel sehe, dann krieg ich mir mein Fell so lumpig, matt und grau, zerzaust und dreckig wie eine Sau. Trotzdem ist mir wohl dabei, ein Erz wollt ich auf keinen Fall sein. Bei dieser Balwas-Skulptur weisst nicht so recht. Schnaubt sie vor Wut oder geht's ihr schlecht? Das zahnlose Viech aus Alteisen gossen, mit Hobbitfies und Walfischflossen, sieht aus, als hätte sie eine Kuh in der Schnur gehabt und ist wahrscheinlich das Denkmal für Dagomar. Blem, blem, so steht's im Duden groß. Heißt geistig komplett obdachlos. Donald Trump hingegen wird expliziert als Narzisst, der die Leute in den Abgrund führt. Und beides zusammen kombiniert mit Hass und Wut ist ein informierter Querdenker mit Aluhut. Bei den Bettler wird's Basel an jedem Ecke eins Becherli unter die Nase strecken. Dazwischen 2 Ikea-Taschen, neben leeren Bier- und Wodkaflaschen, verflucht in einem kleinen Eimerzelt, der Baschi durch die ganze Welt. Es haben alle gerufen, wegen dem Virus müssen. Den Unterricht am Bildschirm geniessen. Aufs Feste verzichten, daheim bleiben und die Hand mit Sterilium blutig reiben. Nur unsere Bundesratszwuckel hat vergnügt, ein Kindergeburtstagsfestli kriegt. Bis vor kurzem hast du am Rheinbad unten noch die pumpenvollen Abfallcontainer gefunden. Dort haben sich täglich mit mir, was soll ich sagen, ca. 4000 Ratten den Bauch vollgeschlagen. Aber jetzt die Pressmischkübel, die da wohnen, reizen, die sind so schlimm wie für euch die geschlossenen Beizen. Warum feiert das SRF mitten in der Pandemie? Das neue Logo mit den tanzenden Viren ein.
Da fragst du dich also wirklich, kommt die Virenidee vom Berse oder vom BAG? Und denke dir jetzt, wir schauen dann auch noch alle mit einer Maske Tagesschau. Der David Copperfield hat's Amerika hinten. Am die Freiheitsstaat will verschwinden. Nur haut das Trickli von dem Geschniegel, der Zaubergockel, heute niemand mehr vom Sockel. Da muss schon ein Walliser Dörfli kommen und 200 Briten verschwinden lassen. Es gibt Politiker auf deren Arte. Die machen alles, damit sie zum Süsche warten. Ich kenn auch so einen, der hat über Nacht mit seinem Entscheid wieder rückgängig gemacht. Aber ich hab mir hoch und heilig geschworen, über einen Engelberger wird kein Wort verloren. Ich hab mir von einer geimpften Laborratte über die Impfstrategie Bericht erstatten. Sie geben hier einmal eine Impfung und dort noch eine. Dann müssen sie wieder warten, weil es keine. Und wenn es so weitergeht, sagt er und fängt an lachen, werdet ihr auch in 10 Jahren noch keine Fasnacht machen. Ciao zusammen!